Wir spielen wieder GeoGuessr mit einem der besten Spieler der Welt. Lenly findet dir eine exakte Location auf der Welt mit extrem wenig Informationen. Heute muss ich, ein mittelmäßiger GeoGuessr-Spieler, gegen Lenly antreten. Damit es aber ausgeglichener ist, darf ich cheaten. Wenn ich also eine Adresse auf einem Schild sehe, darf ich sie bei Google eingeben und exakt herausfinden, wo es ist, während Lenly nur mit seinem Skill spielen muss. Es waren extrem spannende Runden und wirklich viel spannender als erwartet. Viel Spaß. Okay, dann fangen wir an mit Runde 1. Bist du ready? Ich bin ready und bin heiß. Okay, Chat. Oh, ich darf googeln, ich darf alles machen. Ich muss das wirklich gewinnen jetzt. Ich muss das jetzt gewinnen. Also, das sieht aus nach einer Reisplantage. Ich glaube, es ist Indonesien. Irgendwo Text finden, weil so kann ich nicht rausfinden, welches Land es ist. Beziehungsweise, ich bin einfach zu schlecht in GeoGuessr. Dächer sind nicht aus Ziegeln, damit sind wir im ewigen 50-50, entweder irgendwo in Sulawesi oder irgendwo in Sumatra. Hier steht nix, hier steht nix. Was ich schon mal sagen kann, ist so vom Vibe her gibt es mir das so ein bisschen Australien-Vibe. Thailand-Vibes. Thailand, ich google mal alles. Letkol CPM. Aber ich glaube, ich logge West Sumatra ein. So, ich hoffe mal, er findet nichts. Partoman Tamjung. Partoman Tamjung. Oh nee. Partoman Tamjung. Oh shit, ich habe nichts gefunden. Thailand. Bangkok rum. Oh mein Gott, scheiße. Ich habe schon jetzt verkackt. Thailand. Stark, das sind 2500 Punkte in Runde 1. Nice. Das sieht nach Schweiz aus. Das sieht mir sehr, sehr nach... Ah nee, das ist Frankreich. Okay, jetzt schauen wir hier nach einem Arzt. Materiel Medical Dominique Bourselot. Irgendwo in Europa, aber sehr schwer hier das Land zu erkennen für mich tatsächlich. Dominique Bourselot, okay, zack. Und jetzt Maps, Grandfontaine. Ich gehe mal nach Grandfontaine, das ist wo? Es ist ein bisschen zu bergig für Baltikum. Ja doch, ich glaube Tschechien ist ein ganz guter Guess. Ich glaube, das werde ich einloggen. In Besançon, das ist in der Nähe Schweiz. Das kommt hin. Bern, links von Bern. Zack, wir gehen hier in die Schweiz, Bern, links von Besançon und dann hier Grandfontaine, der große Brunnen. Und dann suchen wir hier vielleicht noch einen Fußballplatz auf süß. Terrain Multisport. Okay, ich gehe mal hier. Könnte doch möglich sein, oder? Let's go! Richtig! Nähe von Besançon. Sehr guter Guess. Okay, und damit ist er wieder gut nah rangekommen. Und ihr müsst auch im Kopf haben, er darf nicht bewegen, nicht zoomen, nicht drehen, alles. Er darf gar nichts machen. Er sieht jetzt eigentlich nur das hier. Sieht mir wieder sehr nach Schweiz aus, aber ich glaube, das waren wieder EU-Plates. Okay, und wir sind wieder in irgendeiner Stadt. Also wieder gut für ihn. Ist das Deutschland? Das sieht aus wie Deutschland. Wir haben da einen Fluss, der irgendwie Nord-Süd läuft. Mein erster Guess war jetzt im Süden Deutschlands, Eichendorfstraße. Deutsche Glasfaser. Boah, Deutsche Glasfaser, das ist auch ein Fake. Könnte auch Honnef oder sowas sein. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo wir sind. Das ist doch safe Koblenz. Ich log das ein. Ich hab's nicht rausgefunden. Ich gehe jetzt in Konstanz. Hier in Nähe von Konstanz. Überlingen so hier mäßig. Let's go! Oh, was? Oh. Stark. Okay, was ein NMPC-Guess, muss man sagen. Er dachte, es war der Bodensee. Okay, da hat er wahrscheinlich nichts gefunden, aber gut für mich. Er war genau da! Ich gehe mal, also was sieht er? Er sieht das hier. Das heißt, ich glaube, er weiß hundertprozentig, wo wir sind. Es gibt mir wieder so Südafrika-Vibes oder sowas in dem Stil. Die weißen Signposts sagen im Normalfall mehr Uruguay als Argentinien, aber der generelle Vibe sagt mir mehr Argentinien. Okay, Trailer Artesanal Cigarros y Puros. Toller Artesanal. Und wenn es Uruguay ist, bin ich nah genug dran. Also ich gehe hier, glaube ich, in den Fluss und log das ein. Oh ne, Digga, ich habe noch 33 Sekunden, okay. Toll, Cigarros y Puros. Jetzt gehen wir hier auf Maps. Könnte auch komplett falsch sein. Wo ist das? Oh mein Gott, das ist eine Insel. Ist das hier? Hier? Das ist safe falsch, oder? Das ist falsch. Oh mein Gott, das ist falsch. Ich glaube, ich bin am Arsch. Oh mein Gott. Google hat mir nicht geholfen. Mann. Erste Runde verloren. Das gibt es nicht. Oh, er hat's nicht. Warum ist er auf den Kanaren? Das ist Argentinien. Das ist Game in Runde 1. Wow. Das kann nicht sein, dass ich mit Cheaten verliere, Lenly. Was ist passiert in der letzten Runde? Ich habe da so einen Hint gesehen, dann habe ich das eingegeben und es hat Gran Canaria angezeigt. Dann habe ich gewusst, ich bin cooked eigentlich, weil
ich habe Südafrika gedacht und ja, das war... Cheaten bringt was, aber wenn du nur so komische Hints hast, dann bist du trotzdem verloren. Du brauchst halt die Ortsnamen. Mit Ortsnamen funktioniert es immer und ansonsten kann einiges schon in die Irre führen. Okay, Chat. Okay. Ich muss diese Runde gewinnen, sonst habe ich schon verloren. Direkt verloren. Es kann nicht sein, dass ich nach 2 Runden verloren habe. Das kann nicht sein. Für mich ist das Japan von der Region her, weil ich bin auch gar nicht so ein schlechter Geogesser-Spieler, oder, Chat? Eins in Chat, wenn ihr denkt, ich bin gar nicht so ein schlechter Geogesser-Spieler. Diese Holes da unten mit diesem gestreiften, was hier sieht so aus, als ob es zum Boden ginge, aber egal. Das hier ist Korea auf jeden Fall. Genau, das Ding ist in Korea und Taiwan. Die Landschaft sieht halt aus wie Korea. Irgendwo in die Mitte. Ja. Scheiße, er hat das schon. Okay. Steht natürlich alles japanisch da. Oh, nee, da steht vielleicht was. Dangchong. Dangchong und okay, Dangchong. Dangchong. Das ist in hier. Yeongdo. Scheiße, ich muss... Wo ist das? Oh mein Gott. Komm, das muss jetzt... Yes, ich war näher dran. Let's go. 21 Kilometer daneben. Wo ist er? Oh, stark. Wow, da hat er wohl ganz gute Info gefunden diesmal. 500 Punkte in Runde 1 auf der richtigen Insel. Okay. Das ist für eine gute Runde. Kristiansund, Norwegen. Okay. Kristiansund. Diese Schilder sind auf jeden Fall norwegisch und da hat er Ortsnamen drauf. Also ich hoffe mal, ich komme irgendwie nah genug dran, weil er wird das sonst finden. Es sei denn, Google spuckt ihm was Falsches aus. Nicht weit weg von Oslo. Passt am besten. Vielleicht irgendwo so hier. Ich guesse das einfach mal. Ich log das ein. Er hat schon abgestimmt. Okay, ist egal. Orkanger und Kristiansund. Okay, wir sind in der Nähe von Trondheim. Das ist ziemlich weit oben. Wir sind auf der Straße 65. Nordwesten 65. Ja, komm. Das könnte hier sein, Chat. Das könnte hier sein, oder? Das könnte hier sein. Auf ganz, ganz süß. Könnte da sein. 8,9 Kilometer daneben. Let's go. Oh, und ja, wie erwartet, die Ortsnamen hat er gefunden. Ist in der Nähe von Trondheim, also mein Guess war jetzt nicht so super gut. Aha, wir sind in Los Angeles. Wir sind nicht in Los Angeles, das weiß ich. Bro, aber das Action-Sign nach Los Angeles, Chat, sieht aus wie GTA. Sieht wirklich aus wie ein GTA. Das ist vielleicht wirklich die USA, ne? Mexiko. Das könnte vielleicht sein, dass es ihn hier verwirrt. Mit der Single Yellow der Landschaft, für mich kann das nur Mexiko sein. Single Yellow viel häufiger in Mexiko als in den anderen südamerikanischen Ländern. Ich würde sagen, das ist vielleicht Durango oder sowas. 60 km/h? Nee, okay. Gelbe Mittellinie. Ja, ich glaube, ich mag Durango ganz gerne. Hier Südwest-West. Vielleicht irgendwie hier so. Ich glaube, ich sende mal hier. Ich hoffe mal, er findet nichts. Weit und breit ist kein Schild, kein gar nichts. Was heißt das? Punta Aries. Oh nee, ich habe keine Ahnung. Punta Aries, Mexiko? Komm, bitte. Scheiße, das ist falsch, oder? Yes, es war Mexiko. Oh mein Gott, zum Glück habe ich Mexiko gegessen. Okay, ich bin näher dran. Das ist in der Nähe von Monterrey. Stark. Das sind Punkte für mich. Gut. Also er ist immer noch in Führung. Ich würde sagen, ein afrikanisches Land. Rapipara. Okay. Boah. Für mich sieht es ein bisschen trockener aus. Also vielleicht ist es irgendwo hier oder hier so. Vielleicht Santiago del Estero. Comisión Municipal. Massa Zamora. Faente Civico. Massa Zamora Presidente. Ja, also wir sehen im Kompass, die Straße läuft nach Nord-Süd. Vielleicht ist es dann hier irgendwie so eine Stadt in dieser Nähe. Ich log das hier, glaube ich, ein. In Spanien? Nein, das ist falsch. Scheiße. Ich gehe nach Südamerika, Chile. Hier irgendwo in den Süden. Los Angeles. Das war vorhin. Nee. Ist das hier? Shit. Habe ich verloren? Ich habe noch nicht verloren. Oh mein Gott, ich habe so verkackt. Und er ist in Chile, das sind gute Punkte, aber er ist wenigstens nah genug dran. Mein Guess ist nicht schlecht, ich bin fast im richtigen Bundesstaat, aber ja. Shit, und wieder so abgelegen. Das kann nicht sein, dass er gewinnt. Das kann nicht sein, ich darf cheaten. Wieder so abgelegen, das ist nicht normal. Ich glaube, das könnte Roraima sein. Also dieser Bundesstaat hier ganz oben. Sieht so aus wie Roraima. Die Landschaft ist so savannenartig. Häufig hier und hier in Amapá. Er ist jedes Mal im richtigen Land. Das macht mich fertig. Das Ding ist auch, ich kann mich auch nie ausruhen. Ich muss jedes Mal was finden. Und hier finde ich nix. Irgendwo ein Ortsschild oder sowas. Nix. Schnell. Ich habe noch 50 Sekunden. Wir sind noch dabei. Alto Alegre. Wo ist Alto Alegre? Oh, wie wär's hiermit? Das geht in die richtige Richtung. Und die geht auch ganz, ganz knapp nach Norden. Boah, das wäre stark. Wenn ich jetzt hier den 5K raushaue, wäre krass. In Brasilien. Alto Alegre in Brasilien. Sao Paulo. Im Nordwesten von Sao Paulo. Hier irgendwo.
Die gehen hier. Komm, Baby, komm. Das muss stimmen. Er war 2 Meter daneben. Nein, das ist so gut. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Er hat mich so komplett gefickt. Er hat mich so hops genommen. Er war 2 Meter daneben. Das kann nicht sein. Ich konnte cheaten. Die Landschaft ist quasi so ein bisschen so fast schon savannenartig. Und rechts der Pole mit dem komischen Zickzack-Pole-Top ist ziemlich häufig in Roraima, dem Bundesstaat, wo wir waren. Passt mit dieser Savannenlandschaft. Und dann habe ich geguckt, einfach nach Straßen, die ziemlich gerade einfach nach Westen gehen. Und habe direkt irgendwie eine Abzweigung gefunden, die Sinn macht, die auch genauso runtergeht. Das war ich ein bisschen selber überrascht, aber 2 Meter ist natürlich nicht schlecht auf so einer Runde. Das ist wirklich verrückt. Und Alto Alegre, ich habe das gegoogelt, ne? 3. Runde, keine Ahnung, keine Ahnung. Das sieht mir sehr nach Peru aus. Bro, da komme ich her. Also ich glaube, das ist Argentinien. Könnte auch wieder Brasilien sein, ne? Dirección Nacional Vialidad Obra. Ich kann es nicht lesen, es ist blurred. Zapala. Wo ist Zapala? Argentinien, das macht Sinn, Hier Bahia Blanca und dann ganz nach links. Also ich finde es nicht, leider. Ich hoffe mal, ich bin nicht so weit weg. Ich hoffe, es könnte auch weiter nördlich sein. Ja, okay, war ziemlich gut. Aber er hat auch gute Info gefunden anscheinend. Sowas? Könnte das sein? Let's go. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Let's go. Das Googlen, ich finde, dieses Google macht gar nicht so einen großen Vorteil so. In front of hospital, Karapikada Road. Ich glaube, ist das Kambodscha oder Sri Lanka? Das Haus sieht nicht wirklich Kambodscha aus. Deswegen wäre mein erster Tipp jetzt erstmal Sri Lanka. Weil diese Palmen hier, die mit dem runden Dach sind super, super häufig in Sri Lanka oder in Kambodscha. Und rote Erde passt auch für beide von diesen Ländern. Deswegen, ich bin mir aber recht sicher, dass es jetzt Sri Lanka ist mit dem Haus. Deswegen, ich guesse das und log das ein. Parabat Motors? Steht hier Parabat Motors, Sri Lanka. Kommt hin, ne? Könnte sein, oder? Hier so. Und dann ist hier irgendwo ein Honda-Verkäufer. Hier ist ein Hospital. Ich glaube, wir sind hier. Komm, gönn. Bitte. Yes! 500 Meter daneben. Let's go! Oh, nee. Er ist auf der richtigen Straße. Okay, wow. Okay. Das sieht der natürlich auch. Museo Parque. Okay, jetzt habe ich fast die Info. Die ist gerade so weit weg, dass ich es nicht lesen kann. Nahuel Kuta, okay. Collipulli. Chile. Und was steht hier noch? Los Sauces. Haben wir auch Berge. Ich glaube, hier irgendwie sowas. Vielleicht hier Pucón. Südwest fahren wir. Los Angeles schon wieder. Hier bei Los Angeles, Collipulli. Okay, die Straße, wir sind hier bei einer Kreuzung. Collipulli geht nach links. 182, Collipulli 182 in Richtung Osten. Ja, ich gehe mal hier. Egal, ich gehe mal hier. Das ist okay. Es kann nicht so falsch sein. Ja, ich habe es nicht gefunden, aber ich hoffe mal, ich bin nicht so weit weg. Okay, ja, er hat gute Info gefunden. GG, let's go. Wichtig. Aber er ist mir immer auf den Fersen. Er ist immer im richtigen Land gewesen, ne? Das sieht mir nach Kenia aus. Okay, das sieht mir nach Kenia aus. Das ist Kenia. Wir sehen hier noch ein kleines bisschen vom Auto, aber auch ohne das Auto hätte ich es, glaube ich, an der Architektur erkannt. Denn, ja, das sieht einfach so aus wie hier die östlichen Outskirts von Nairobi, finde ich. So Ruiru-Area. Fox Hills Apartment, Kenia. Vielleicht hier, das logge ich ein. Fox Hills Apartment ist im Norden von Nairobi in Nanyuki. Im Norden von Nairobi in Nanyuki. Wo genau? Hier auf dieser C76. Ja, das ist hier mäßig. Ich gehe nochmal zurück. Ja, so hier. Komm. Boah, Digga. Drauf. Bitte sei genau drauf. Let's go! 400 Meter daneben, let's go! Stark. Kein 5K 499, aber trotzdem sehr guter Versuch. Er war auf der richtigen Straße. Oh nee, ich bin gekocht. Das kann ich nicht rausfinden. Er ist weiterhin flawless. Ich brauche irgendwas Gutes für mich. Mit dieser Landschaft würde ich das jetzt mit der Türkei assoziieren, und zwar Nordtürkei. Okay, gelbe Mittellinie. Keine Schilder, kein gar nichts. Hier in die Richtung. Log das ein. Oh nee, er weiß das 100%. Ich glaube, jetzt könnte es krachen. Oh, jetzt sind wir in einem Dorf. In der Türkei. Akakoka. Hier im Süden bei Bursa. Türkei. Bei Bursa. Wo ist Bursa? Bolu. Bursa. Izmit.
hier in dem Küsse. Akakoka. Und hier ist so ein Berg hoch. Komm, das muss hier sein. Das muss hier irgendwo sein. Komm, gönn. Er ist wichtig. Let's go. Er war aber auch wieder auf den Fersen. Oh, und er ist wieder näher dran. Er ist immer noch flawless. Bisher jede Runde ist er super drauf. Das ist sehr stark. Talpo District Office. Welches Land aber? Talpo. Das ist Hongkong. Das sende ich einfach mal direkt rein. Es kann sein, dass er nichts auf Englisch findet und dann hier falsch liegt. Aber diese Berge, ja, gelbes License Plate auch noch, das muss Hongkong sein. Talpo? Okay. Sandfield Gammon Construction. Wo ist das? Nein, die sind nicht in London. Nein. So ist das, ich glaube, wir gehen nach Taiwan. Keine Ahnung. Vielleicht noch in den See hier. Keine Ahnung. Kann vielleicht hier sein, ich weiß nicht. Könnte sein, dass ich jetzt tot bin. Oh, nee. Es könnte krachen. Oh mein Gott, ich lebe noch, Chat. Es war in Hongkong. Und wird er auch Hongkong kriegen? Nee, diesmal nicht. Aber das ist guter Schaden für mich. Okay, 3000. Er ist in Taiwan. KR. Okay, wir sind in Korea. Korea wissen wir schon mal. Wir brauchen jetzt also ein Ortsschild. Wo in Korea? Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Wir haben grüne Plates, das ist Korea. Wir haben Koreanisch, das ist Korea, top. Hier steht vielleicht sogar eine Telefonnummer, glaube ich. 0. Ich meine, ich erkenne da 033. Aber vielleicht bin ich falsch. Ich kann es nicht wirklich lesen. Ist ein bisschen weit weg. Korea wissen wir. Ich muss wahrscheinlich eine Straße eingeben, Chat. Aber ich log's mal ein. Steht leider keine... Oh, das sind große Ortsschilder. Nein, ich komme nicht darin. Ja, wir gehen in eine Stadt in Südkorea die so ein bisschen bergig ist, aber... Daejeon... Ja, komm. Ich gehe in die Mitte des Landes, komm. Mitte des Landes. Hatchen wir ein bisschen, komm. Ja, okay. Wir waren beide fast gleich weit weg. Easy. Okay, einfach in der Nähe von Seoul. Ja, bisschen Schaden für ihn, aber nicht viel. Das weiß der natürlich sofort. Ich denke mal Brasilien. Ich glaube, der könnte das wieder auf einen Meter genau rausfinden, weil in diesen Ländern ist er immer gut irgendwie. Oh, das kriege ich hin. Warte. Wir haben den See im Norden. Das ist Entebbe Airport in Uganda. Der ist hier. Warte, ist das hier? Nee, das passt irgendwie nicht so ganz. Vielleicht sind wir hier in dieser Kurve. Hier steht was dran. Restricted Area. Unauthorized. Oh, vielleicht Südafrika oder sowas? Das ist ein Flughafen. Entebbe? Uganda. Ist hier ein Lake? Entebbe Airport. Ich habe einfach erkannt, dass das Uganda ist. Ich hatte schon mal Runden an diesem Airport, weil Uganda hat halt wirklich nur Coverage in Kampala und in ein paar Nationalparks. Deswegen, das habe ich einfach schon öfter gesehen. Und deswegen glaube ich, dass wir halt hier sind. Wir sind auf dieser Road. Kampala, Entebbe Airport. Hier ist der Airport und dann sind wir auf dieser Road. Ja, komm, ich würde sagen, wir sind hier mäßig. Also hier mäßig. Jawohl! Aber er war auch da. Er war 30 Meter daneben. Ich war 2 Meter daneben. 5K, aber let's go. Double 5K, Junge. Stark. Was eine Runde, ey. Wir haben beide 5000 Punkte geholt. Okay, da müssen wir jetzt gewinnen. Weil er darf sich nicht bewegen. Okay, ich glaube, das ist Tschechien. Die Bollards sind sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei. Landschaft sieht für mich mehr Tschechien aus, weil die so ein bisschen so rolling sind quasi. Und in der Slowakei ist entweder flach oder sehr hügelig. Deswegen 2 Kilometer ist SROBA. Ich logge einfach mal die Mitte von Tschechien an. SRB, Gemeinde in der Slowakei. Perfekt. Nähe von der Donau. Hier irgendwo. Hier. Komano Mudrnova. Nee, ist das nicht hier. Komm, ich gehe hier. Let's go! Hat meine Hügelmetter nicht funktioniert dieses Mal. Und das ist großer Schaden. Okay, sieht gut aus für ihn. Ich glaube, das könnte jetzt krachen, Chat. Washing Bay, we offer, okay. Nein. Nee, das ist nochmal Uganda. Das überlebe ich noch. Ich klicke einfach Mitte von Kampala. Er weiß direkt wo. Er hat schon gegessen. Er pressured richtig einen rein. Mix-Level. Entebbe! Wieder in Entebbe! 2-mal in der gleichen Runde in Entebbe. Wir sind in Entebbe, aber das weiß der auch. Das weiß er safe auch. Ich gehe einfach in Entebbe und abfahren. Okay, GG's. Er wusste es auch. Aber da kann ich nichts machen. Er hat jetzt weniger als 1000 HP. Und zwar wieder Entebbe. Also es ist nochmal Schaden für ihn, aber ja, 292, das tank ich, kein Problem. Chat, jetzt machen wir ultimativ Cheating. Snipping Tool. Und machen wir ein Foto. Dieses Foto speichern wir jetzt und werden das in Google reinhauen. So, und jetzt hier, zack.
Suchanfrage. Informationen zu diesem Bild. Ist das in der Ukraine? Das ist überhaupt nicht das. Das bringt mir nix. Übersetzen, ja. Ulan-Ude. Trotzdem glaube ich, dass Jakutsk ein guter Guess ist, wegen dem Nebel und weil... Ah nee, warte. Mein anderer Guess wäre Ulan-Ude einfach, aber da Nebel habe ich da noch nicht so wirklich gesehen. Deswegen ich bin mir unsicher, ob das sein kann. Ich glaube, Jakutsk ist besser. Das ist ein bisschen riskier, aber ich hoffe, es ist Jakutsk, aber ich weiß es nicht. Ich lasse es hier. Das könnte Game sein in beide Richtungen. Da bei Kasachstan. Irgendwo hier, oder? Oh ne, ich hab's nicht. Okay, doch, wir waren näher dran. Let's go. Im letzten Moment habe ich es noch rausgefunden. Jetzt haben wir gewonnen. Let's go. Ah, es ist Ulan-Ude. Schade. Ich hatte es kurz da, aber ich habe da noch nie so Nebel gesehen. Das ist Game. GG. Geiles Game. Das war wirklich geil, ja. Ich glaube, es wird ein gutes Video, oder? Es wird ein geiles Video, auf jeden Fall. Aber ja, also du hast gewonnen. GG, wirklich krass.